wenn ich mit meinem Nachbar, den Krasnik, der von mir eine Luftlinie 1 Kilometer entfernt ist, in Liveliška Gora, zusammenkommen und wir beide versuchen, er in gebrochenen Deutsch und ich in gebrochenen Slowenisch ein paar Worte auszutauschen, da denke ich mir jetzt mal, wie traurig ist das? Und das sage ich auch genauso meinen Kindern, das ist die erste Sprache, die ihr zu lernen habt, weil das ist die Sprache, wo wir leben und wo man mit Nachbarn in Kontakt treten kann. Wir haben noch einen spannenden Input, nämlich aus den Gemeinden, eben Neuhaus, Sucha, Ludmansdorf, wie sich Zweisprachigkeit die letzten Jahre entwickelt hat, verändert hat, wie sich die Region verändert hat. Und wir haben vereinbart, wir machen ein Gespräch, einfach gemeinsam, ich stelle ein paar Fragen oder auch das Publikum dann natürlich und Sie erzählen ein wenig aus der Praxis, wie das sich bei Ihnen darstellt, nämlich in Bezug auf Chancen, ja, aber auch Hürden. Herr Bürgermeister, darf ich bei Ihnen anfangen? Sie sind seit 15 Jahren Bürgermeister, aber Sie haben mir erzählt, Sie sind seit 24 Jahren, glaube ich, in der Gemeindepolitik und Sie können ja da schon einen großen Zeitraum auch an persönlicher Erfahrung überblicken von, ich denke mal, auch noch die Unabhängigkeit Sloweniens bis hin zu den EU-Beitritten, sowohl von Österreich, aber dann vor allem natürlich auch von Slowenien vor 20 Jahren jetzt schon. Wie haben Sie es denn erlebt, jetzt diese Zeit in der Kommunalpolitik? Wie hat sich denn Zweisprachigkeit ausgewirkt, jetzt vor allem natürlich auch auf wirtschaftliche Faktoren und den Erfolg der Region? Ja, danke für die Frage. Grüß Gott einmal alle miteinander. Ja, Ludmansdorf war ja seit eh und je immer zweisprachig, also das war ja schon in der Vergangenheit immer so und ich denke, die Entwicklung in der slowenischen Sprache hat sich immer wieder gesteigert. Vor meiner Zeit war es ein bisschen schwieriger, das war ja auch die Tradition eben nur in der Kultur zu sehen und so weiter, aber politisch gesehen hat sich die slowenische Sprache erst in letzter Zeit stärker entwickelt. Es ist so, unsere Bemühungen dahin waren eben die slowenische Sprache als Selbstverständlichkeit zu präsentieren. Wenn ich nur sagen soll, meine politischen Ambitionen haben ja in der SPÖ stattgefunden, 12 Jahre. Auch da hat man vieles probiert, aber man ist mit den anderen Fraktionen nie auf einen richtigen Nenner gekommen. Mit meiner Kandidatur war es eben so, dass wir alle in das Boot holen wollten, auch die Einheitsliste der Slowenen und auch die BZÖ, um hier eine gemeinsame, wirkliche Struktur in einer Gemeinde zu bilden, die was alles beinhaltet. Wir haben es geschafft dann mit einer alternativen Liste, mit den restlichen, die was aus der ÖSPÖ ausgeschieden sind und der Volkspartei, die eigentlich keinen passenden Kandidaten für diese Kandidatur gehabt hat, eine Gemeinsamkeit zu bilden, die was wirklich sich ein Ziel gesetzt hat, eben diese Zweisprachigkeit in der Gemeinde als Selbstverständlichkeit zu präsentieren. Es ist uns am Anfang sehr schwer gelungen, aber ich denke einmal, man muss Kompromisse im Leben eingehen und so haben wir Schritt für Schritt, also nicht nur die zweisprachige Beschriftung, natürlich auch die Medien, wir haben eine Gemeindeliste, wo immer zweisprachig hinauskommt und natürlich auch das Förderpotenzial in allen Richtungen und da, glaube ich, haben wir speziell viele Anerkennung bekommen, was die slowenischsprachige betrifft, und zwar mit der Kulturverein Bilka ist es uns wirklich ein großer Schritt gelungen, dass Sie hier wirklich also tatkräftig mitgetan haben, mitgewirkt haben und schließlich und endlich in Ludmansdorf Bildshows jetzt die slowenische Sprache gang und gäbe ist, auch in den Gastronomiebereich und so weiter, aber natürlich auch selbstverständlich auf der Gemeinde. Unsere Ambitionen waren auch dahingehend, dass es die Einfachkeit gilt, in der Gemeinde zu aktivieren. Und zwar haben wir slowenische Formulare verlangt, dass es also schneller in Bewegung kommt. Und auch dies ist also auf unser Anliegen geschehen. Was die Grenzüberschreitung betrifft Richtung Slowenien,
ist es bei uns natürlich klar, weil ja im Gegenteil in unserem Alpe-Adria-Bereich zu Italien der familiäre Kontakt schon immer da gewesen ist, ob das jetzt die Angehörigen sind, die auch von Slowenien kommen oder in Slowenien leben, waren die Kontakte natürlich immer stärker nach Slowenien als nach Italien. Ja, grundgesehen haben wir die besten Erfahrungen auch mit anderen Gemeinden. Wir haben ja eine Partnergemeinde in Italien, die das ähnliche Problem hat wie wir als Einheit, also als Minderheit, und zwar in Repentava Monrupinum, das ist eine slowenische Gemeinde, die was in der Nähe von Triest ist, und haben sehr guten Austausch, sehr gute Erfahrungsaustausche gemacht und auch sehr viel miteinander gelernt. Und ich denke, es ist jeder Schritt, der was in diese Richtung geht, von der Mehrsprachigkeit, das sehen wir auch jetzt, so wie Herr der vorhin gesagt, auch Infineon oder Glock oder so in diesen Firmen. Wir liegen ja im Prinzip, Ludmersdorf liegt genau zwischen Villach und Klagenfurt, ist auch interessant für Ansiedelungen. Und auch die Flughäfen sind interessant, Laibach oder Venedig, also auch in diesem Bereich, glaube ich, geht es auch in der Richtung der Zukunft. Darf ich kurz eine Nachfrage stellen? Sie haben gesagt, Sie haben sich dort persönlich sehr engagiert und mit anderen Personen dieses Verständnis und die Sichtbarkeit der Zweisprachigkeit bewirkt. Ich habe gelesen, eine dritte Periode oder vierte ist es dann schon. Dritte hängen Sie nicht mehr an oder vierte hängen Sie nicht mehr an. Haben Sie Angst, dass wenn Sie sich jetzt zurückziehen, vielleicht das wieder verschwinden kann, weil es eben so stark von Personen getragen wird, insbesondere von Ihnen? Oder ist es jetzt schon so ins allgemeine Bewusstsein übergegangen, dass Zweisprachigkeit auch die Sichtbarkeit der Vorteil ist und dass Personen unabhängig, wer auch immer Ihnen nachfolgt oder in den anderen Parteien, bleibt? Ja, meine Entscheidung ist ja schon, das heißt, voriges Jahr stattgefunden, also ich werde sicher keine weitere Periode angeben, dritte Periode, und ich denke, wenn jetzt die Gemeinderatsmitglieder nicht verstehen, um was es hier geht, dann kann ich noch 20 Jahre brauchen und es wird trotzdem nicht besser werden. Ja, also jetzt haben wir es ja so weit geschafft, dass wir wirklich auch in der ÖVP einen Konsens gefunden haben, dass sie das auch verstehen, wie wichtig diese Sprache ist, diese Chance ist für die Gemeinden. Also wenn ich nur denke, beim letzten Projekt, übrigens die letzten Projekte in den letzten 12 Jahren sind alle einstimmig gefasst worden. Und das ist, ich glaube, da merkt man, dass die Zusammengehörigkeit in allen Richtungen besteht mit unserem neuen Bildungszentrum oder mit unserem Kita oder mit Kiko, mit der Musikschule und so weiter. Das sind Sachen, die was nur deswegen entstanden sind, weil wir diese Zweisprachigkeit hier leben. Okay. Frau Wiedl, Sie sind seit 2017 Amtsleiterin in Neuhaus-Suha und haben eine sehr beeindruckende Liste geschickt von Projekten und auch Studien und Zusammenarbeit, die Sie machen in der Gemeinde in den verschiedensten Bereichen, auch mit der Wissenschaft und auch grenzüberschreitend. Mich würde ja interessieren, wie es Ihnen so gegangen ist. Sie haben in Klagenfurt studiert und interessant, Ihre Bachelorarbeit, das habe ich mir extra noch aufgeschrieben, Kultur als Motor der Regionalentwicklung. Da haben Sie sich schon mit diesem Thema beschäftigt. Die Europaausstellung 2009 in Bleiburg war ja Ausgangspunkt. Mich würde ja interessieren, wie ist es denn Ihnen gegangen, wie Sie dann so als Frau da in die Gemeinde gekommen sind, mit diesen Ideen, mit diesen vielen, und der Zweisprachigkeit. Was hat sich denn hier entwickelt? Ich glaube, Sie sind dort aufgewachsen auch in der Gemeinde oder kennen es, und wie hat sich das verändert? Schönen Nachmittag, Dobar dan. Es ist für mich eine große Ehre, heute da zu sprechen, zumal ich nicht zweisprachig, sondern einsprachig aufgewachsen bin und wir in einer zweisprachigen Gemeinde Neuhaus-Suha zu Hause sind und auch da wirken dürfen. Also ich bin seit 2017, wie gesagt, Amtsleiterin und habe es war jetzt kein Plan und kein gerader Weg. Also ich komme eigentlich aus dem Musikalischen und Kulturellen, habe ein bisschen einen Hang für Zahlen, habe dann in der Bank gearbeitet, mit slowenischen Kollegen auch. Der Balkan ist mir bekannt und habe dann diese offene Stelle in meiner Karenz in der Gemeinde gefunden und das war für mich wirklich die Chance. Also ich wollte mich bewerben
und bin es dann tatsächlich geworden. Es waren einmal 17 Kandidaten, ich habe keinen politischen Hintergrund gehabt und ich war dann Erstgereihte. Ja, und wer mich kennt, weiß, dass ich offen bin in meinem Denken. Das heißt, einerseits, das Thema ist da Zweisprachigkeit. Das war für mich persönlich ein wichtiges Thema, weil ich aus meiner Kindheit auch diese Schwierigkeiten in der eigenen Gemeinde erlebt habe und das auch irgendwie Spuren in mir hinterlassen hat. Aber es geht nicht nur um Zweisprachigkeit, sondern generell, wie kann eine kleine Gemeinde sich weiterentwickeln? Welche Potenziale gibt es? Wie können wir in die Zukunft denken? Wie können wir offen sein? Also mir hat das so gefallen, das Thema Offenheit, Migration, wir suchen auch Kooperationen überall, also in Wien, in München, mit slowenischen Kollegen, also ganz besonders, also das Thema ist heute schon angesprochen worden, ist ja Geopark Karawanke. Das ist für mich die wahr gewordene Zukunftsvision, weil das ist ein Gemeindeverband, den wir seit 2019 haben, eine Rechtspersönlichkeit, wo wir sehr viel Geld in die gesamte Region bringen, wo wir zusammenarbeiten und wo wir einfach an den Themen arbeiten, ja. Aber es ist nicht nur das Thema, also wir machen ganz viel anderes. Kultur natürlich, Digitalisierung und. Ja, Wasserversorgung, vielleicht könnten Sie mal in Klagenfurt vorbeischauen, aber gut. Aber eine Frage hätte ich. Was wäre denn in dieser Region, gäbe es keine Zweisprachigkeit? Welche Chancen hätte man nicht? Oder was verändert das? Also man hat lange, die Grenze war bis zum EU-Beitritt 2004 für mich gefühlt eine sehr harte. Seit 2004 hat man gespürt, dass es offen ist und dass wir wieder zusammenwachsen. Das kann ich sagen, weil ich direkt auch an der Grenze wohne und auf einmal dieses Gefühl, mit Nachbarn wieder in Kontakt zu kommen, ohne dass wir jetzt den Reisepass zeigen muss und dass vielleicht irgendein Fest ist in Livelice oder in Dravograd. Das war mal ganz weltbewegend. Und, aber gleichzeitig fühlt man dann auch großes Bedauern. Weil wenn ich mit meinem Nachbar, den Krasnik, der von mir Luftlinie 1 Kilometer entfernt ist, in Liveliška Gora, zusammenkommen und wir beide versuchen, er in gebrochenen Deutsch und ich in gebrochenen Slowenisch ein paar Worte auszutauschen, da denke ich mir jetzt mal, wie traurig ist das? Und das sage ich auch genauso meinen Kindern, das ist die erste Sprache, die ihr zu lernen habt, weil das ist die Sprache, wo wir leben und wo man mit den Nachbarn in Kontakt treten kann und alles andere ist schwierig. Und ja, aus dieser Überzeugung, also wenn man jetzt fragt von allen Projekten, die wir machen, welche sind uns die heiligsten und wichtigsten, dann sind es das Thema Kindergarten und Volksschule. Die Volksschule Neuhaus, Lucka Schola Suha, macht eine ganz tolle Arbeit mit den Kindern und auch der Kindergarten bei uns in der Gemeinde. Und ja, die Kinder leben das einfach. Die leben Sprache, die leben Kunst, die leben Sport. Das sind einfach Themenbereiche, die man anspricht. Letzte Woche waren auch Wissenschaftler von München da und wir haben den Kindern, auch die Wissenschaftler, der Professor Hommel hat dann den Kindern kurz erklärt, wie die neue Blackout-Kommunikation funktioniert. Und so natürlich gehen wir mit allen um und wir haben noch nicht diese großen Erfolge, die jetzt Ludmansdorf, der Herr Bürgermeister, beschrieben hat, aber ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Jahren sehr viel weitergebracht haben, also speziell Kunst in Neuhaus, wir haben das unter dem Titel Haden Kunst Kultur, Aida Umetnos Kultura und wenn man sich das Programm anschaut, das zweisprachig, also jetzt das Programm zweisprachig verfasst wurde, aber auch inhaltlich wirklich zweisprachig gelebt worden ist, dann sieht man diese Stimmung, diese positive. Und auch jetzt am Sonntag eröffnen wir einen Themenweg. Da hat sich die Schule auch mit 2 Projekten im Bereich Landart, also es geht um einen Wassererlebnisweg direkt an der Drau, beziehungsweise auch mit einem Kunstwerk und ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund beschäftigt. Und das ist ganz normal. Also dieses zweisprachige
wird gelebt, gefühlt. Und jetzt muss ich Ihnen die gleiche Frage auch noch stellen. Es ist natürlich Sie, der Bürgermeister, Volksschuldirektor, das Glück auch mit dem Museum natürlich in dieser Gemeinde. Jetzt sind da ein paar Personen, die das ganz stark tragen. Und wie abhängig ist es von diesen Personen? Ich glaube, Sie sind ein gutes Team. Was passiert jetzt? Wir haben immer wieder mal Wahlen. Die Personen in der Politik sollen auch sich austauschen, muss man jetzt sagen, ist demokratisch. Aber wie haben Sie das Gefühl, ist es jetzt schon in der Bevölkerung so stark verankert, dass man diese Selbstverständlichkeiten, auch diesen Gewinn, ja, den man hat, nicht verliert wieder? Das ist schon eine sehr heikle Frage, weil Normalität, ich würde das genau unter diesen Punkt bringen, wir leben gemeinsam, Skupno, ohne irgendeine Zwischentöne, die irgendwo mitschwingen. Aber es gibt in der Realität für diese Normalisierung schon Herausforderungen, große Herausforderungen. Einerseits habe ich das Glück, dass mein Bürgermeister, der Patrick Skubel, wirklich diesen Weg vom Herzen geht. Die Menschen sind ihm wichtig und dass er will genauso das ganze Thema, er will die Leute zusammenbringen, sagen wir mal so. Und das ist genauso unser Ansatzpunkt. Wir wollen Gemeinschaft stärken. Aber in der Realität ist das hart, weil es gibt immer wieder Anfeindungen, das muss man schon sagen, und die sind dann eigentlich eher persönlicher Natur, weil ich würde das jetzt, ich muss diese Gelegenheit einfach nutzen. Das ist manchmal, es gibt ganz, ganz wenig destruktive Kräfte, die wirklich offensiv sind. Ich würde sagen, vielleicht sind es auf einer Hand 5 jeweils. Eines sowohl deutsch als auch slowenisch national. Und die suchen wirklich ein Haar, das es gibt. Die versuchen diese Sachen, die reden nicht über das alles, was gut ist, sondern die versuchen auch persönlich anzugreifen. Was machen wir oder was mache ich? Ich sage jetzt wirklich, jetzt spreche ich als Regina Wiedl, als Amtsleiterin. Ich sage, mir ist das Gemeinsame wichtig. Ich erkläre kurz, wie wichtig mir die Kinder sind oder wie wichtig uns das Thema ist und wir machen einfach mit einem Lächeln weiter. Die Wahrheit ist, es liegt schon sehr stark an Einzelpersonen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das bis in jede Person vorgedrungen ist. Ich glaube aber schon, dass es gesellschaftlich sehr, sehr breite Zustimmung hat. Also wir hören außer ein paar Unkenrufe, würde ich sagen, von ganz ein paar wenigen Personen, hören wir mir sehr viel positive Rückmeldungen von überall und das bestärkt dann auch, dass das richtig ist. Und so ein Podium, wo man so eine Wertschätzung dann auch erfährt, würde ich sagen, gibt dann auch das Gefühl, so falsch kann das nicht sein, was man tut. Ja, das ist ja auch das, was sonst die Soziologie und die Forschung eigentlich misst. Die Menschen sind sich viel näher als wie die Polarisierung, die man uns immer wieder einredet. Aber die Polarisierung geht halt von kleinen, lauten Gruppen aus oder auch zum Teil natürlich von politischen Parteien, die Konflikte verwenden, um für sich zu mobilisieren. Ja, Herr Bürgermeister, Sie haben sicher auch schon einiges erlebt in diese Richtung. Was ist denn Ihr Trick oder Ihr Geheimnis, dass Sie sagen, ich halte trotzdem fest an diesem Gemeinsamen? Naja, es ist ja nicht von allerdings zu reden, dass eben die slowenischen Ehrenamtlichen sehr stark aktive sind und nicht nur in den Kulturvereinen, also Sport und in allen Bereichen sind da wirklich die Initiatoren auch zweisprachig und es gibt nur eine Möglichkeit, auch wenn man jemanden hat, der dem nicht so gesinnt ist, sollte man ihn trotzdem mit ins Boot nehmen und schön langsam darauf hinarbeiten, dass er es schön langsam dann auch versteht. Die Sinnhaftigkeit dieser Zweisprache. Das, glaube ich, war schon immer, man muss auch Kompromisse kriegen und so weiter. Wenn wir heute am 9. Oktober eine Feier haben, am Robertiberg singt der slowenische Männerchor und das ist eine Harmonie dahinter und das kann man nur sagen, sowas ist dann gelungen. Frau Wiedl, Sie haben vorher gesagt, Sie sind auch ein Zahlenmensch. Jetzt würde es mich interessieren, könnte man das irgendwie beziffern in einer Gemeinde, dass man sagt,
Zweisprachigkeit bringt wirklich so und so viel mehr ins Budget. Oder rechnen wir ehrenamtliches Engagement. Ja, was erspart man sich damit? Oder was hat man für einen Mehrwert, sagen wir mal so? Könnte man ein Projekt machen und das beziffern? Vielleicht eine Zahl, über die ich wahrscheinlich mit der Gemeindeaufsicht sehr stark reden werde heuer. Also die Politik noch mehr, also ich auf der Verwaltungsebene, ist, dass wir ungefähr 50.000 € bei 2 Millionen Budget freiwillige Leistungen haben. Und die 50.000, da muss man aber sagen, da sind manche Landwirtschaftsförderungen drinnen, die nicht einmal freiwillig sind, oder eine Feuerwehr, Ersätze, die nicht freiwillig sind. Und wenn man es dann ganz hart auf hart runterbricht, was dann Vereine leisten, und Vereine leisten eine gewaltige Arbeit. Also wir haben ganz ein starkes Kulturleben mit mehr als 100 Veranstaltungen im Jahr. Dann ist es wahrscheinlich so um die 10.000 €, was wir direkt oder indirekt für Vereine ausgeben. Und dann wird es über 260 € gestritten, ob man die auszahlen darf. Und was leisten die Vereine, was leisten die Feuerwehren? Unheimlich viel. Einerseits, wenn man uns einen Veranstaltungskalender anschaut, sieht man es einfach in der Anzahl der Veranstaltungen. Wenn man unser Kulturleben anschaut, gewaltiges. Wir kämpfen wie die Löwen, dass uns die 50.000 so halbwegs noch erhalten bleiben. Da ist aber wirklich alles drinnen, was man sich nur vorstellen kann, von Faschingskrapfen für Kinder, alles. Man kann mit 260 € gar nichts machen. Es sind eigentlich nur mehr Wertschätzungen, die die Gemeinde ausgibt. Aber wenn es diese Wertschätzungen auch nicht mehr gibt, kann man schon sehr viel zerstören. Also der Wert ist das ist unheimlich. Also bei den Feuerwehren kann ich es schon beziffern. In der Katastrophe im August 2024 haben wir 2,9 Millionen € Katastrophen gehabt, Schäden. Und alleinig die Feuerwehren mit 40 € gerechnet waren über 300.000 €, die sie monetär geschafft haben. Aber es ist vieles, also ich tue mir jetzt schwer, wie viel bringt jetzt wirklich monetär die KPD Drava, weil das ist unser slowenischer Kulturverein, wenn man sagt, was sie an hochwertigen Veranstaltungen bringen, die perfekt umgesetzt werden. Oder das Oktett-Festival, das ist ja eine Institution, ja, das Festival Suha. Ich würde einmal sagen, man spricht über Zehntausende € an Wertschöpfung, und die da wirklich in unsere Region fließen, aber das wird nicht immer erkannt. Und Entschuldigung, etwas ganz wichtig ist ja nicht nur die Wertschöpfung, die wirtschaftliche Wertschöpfung, sondern auch das, was das für die Gemeinschaft und für die Leute bedeutet. Es gibt so viele, die haben, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt ist sehr wichtig für uns als Gesellschaft, generell als Gemeinde, und ich bin davon überzeugt, das macht gesund. Da gibt es viele andere Aspekte, die man noch außer der monetären mit beachten soll. Wenn man sie nicht mehr hat, dann hat man große Probleme. Davon bin ich überzeugt. Es geht ja auch um Abwanderung oder hierbleiben oder vielleicht zurückzukehren in diese ländlichen Regionen. Ja, mehr Geld geht immer, Herr Bürgermeister, das wissen wir. Geld ist immer zu wenig. Aber was würden Sie sich denn sonst noch wünschen für Unterstützung von der Politik, Land, Bund? Politik ist immer ein schwieriges Wort, weil Unterstützung wünscht man sich natürlich immer mehr. Ich darf mich aber nicht beklagen, und ich sage mal ganz ehrlich, also von meiner Warte aus haben wir auch in letzter Zeit, wo man mir ja von Anfang an, wo ich diesen Job begonnen hatte, also prognostiziert hat, dass ich um Geld kämpfen werde. Werde ich selbstverständlich auch in Zukunft tun, aber bis dato sind wir sehr gut bedient worden, aber nicht nur
Also vom deutschsprachigen, also von unserer österreichischen Bundesregierung, sondern auch von der slowenischen. Wir haben für sehr viele Projekte Förderungen bekommen, ob das der slowenische Kulturverein war oder sonst was. Wir haben ja eine der ersten zweisprachigen Kindergärten in Kärnten gehabt und seit damals bekommen wir die Förderung vom Bundeskanzleramt. Und aber auch Unterstützung seitens der slowenischen Seite. Gerade beim letzten Projekt ist es auch so. Also ich denke, gewusst wie, aber wie schon wieder der positive Aspekt ist immer von beider Seiten, von beiden Ländern auch zu sehen. Ja, das war meine Sache. Und ich denke ja, dass das in Zukunft vielleicht noch stärker sein sollte in dieser Zusammenarbeit, weil ich ja bei sehr vielen Veranstaltungen dabei war und sehe, dass es da viele Möglichkeiten gibt, ebenso wie Interreg-Projekte und so weiter, wo man hat ja sogar in den Gemeinden ja am Anfang ja sehr schwer gehabt, dass man einfach als Politik draufgekommen ist, dass interkommunale Zusammenarbeit ja ganz was Wichtiges ist. Ja. Also wenn ich in meiner Vorzeit, meine Vorgängerin sage, die haben sich eigentlich nur mehr gegenseitig die Projekte abgedrungen und so weiter. Heutzutage geht es fast nicht mehr ohne Partnerschaft, ohne Gemeinden. Ja, es gibt ja auch ein neues Regionalentwicklungsgesetz in Kärnten, da bin ich auch ein bisschen stolz, weil wir da ein bisschen mitgemacht haben, eben in Richtung ausgleichende Entwicklung und nicht mehr, wie es noch vor einigen Jahren war, dass man gesagt hat, mehr oder weniger, man konzentriert sich auf den Zentralraum und der Rest lässt man halt irgendwie aussterben. Das ist auch vom Tisch, muss man sagen. Gut, ich möchte jetzt noch kurz auch ins Publikum schauen, ob es Fragen gibt. Ja, bitte, der Herr Insko, bitte. Ich möchte nur gerne sagen, dass es 3 schöne Beispiele gibt. Ein Beispiel ist aus Ludmersdorf auch, wie Kärntner Slowenen durch ihre Sprache, die ein Mehrwert ist, ja, tolle Jobs bekommen haben. Aus deiner Gemeinde hat jemand die Volksbank geleitet, gell, in Ljubljana. Später hat sie, glaube ich, Sberbank geheißen, aber jedenfalls ursprünglich die Volksbank. Ein zweiter, der Herr Vauti, hat die Bank Austria geleitet in Slowenien. Jetzt übernimmt er wieder eine Funktion in Österreich, aber der Herr Vauti. Und der dritte war der Herr Lausiger, der hat die Kärntner Sparkasse geleitet in Slowenien. Also 3 Banker von 3 bedeutenden Banken in Ljubljana. Da hat sicher die Sprache eine Rolle gespielt. Sie sind nämlich Kärntner Slowenen. Dann gab es noch 3 andere Personen, den Herr Knaus. Der ist kein Verwandter von der Melanie Trump, ja, aber der Herr Knaus hat ein Steuerbüro, glaube ich, in Ljubljana eröffnet mit ca. 20 Mitarbeitern. Ja. Das ist schon beachtlich. Dann war der Herr Habernick in der Wirtschaftskammer Österreichs, auch in Ljubljana tätig, Habernick Junior. Ja. Und wen habe ich doch? Ja, der Herr Ruther hat sich auch in Ljubljana breit gemacht, hatte keine Angst vor Ikea und so weiter. Hat ein Geschäft auch in Maribor. Natürlich, da kann man nicht sagen, aufgrund der Sprachkenntnisse, aber ich würde sagen, auch deshalb. Ja. Und dann will ich noch unsere Bürgermeisterin loben in unserer Gemeinde Feistritz im Rosental. Die hatte 10% von Unterschriften gegen eine zusätzliche zweisprachige Tafel in Svetschach, in meinem Heimatort, und in Matschach. Ja. Und sie hat es trotzdem durchgezogen. Ja. Und natürlich die Bevölkerung hat das dann akzeptiert. Aber wenn man 10% Unterschriften hat gegen ein Projekt, das ist schon eine schwierige Hürde zu nehmen. Ja. Und natürlich auch der Bürgermeister von St. Jakob, der frühere Bürgermeister, Herr Katnick, der hat das flächendeckend gemacht für die ganze Ortschaft und es gibt keine Diskussion mehr. Übrigens glaube ich auch in Ludmersdorf wird nicht mehr diskutiert, ob irgendwo Geluce steht oder nicht. Ja. Das ist gelöst und das sind schöne Beispiele und auch Ihr Beitrag war sehr wertvoll. Dankeschön. Ja. Ja, bitte. Zum Monetären würde ich nur gern noch einmal auf den Geopark Karawanken verweisen, weil sind schon große Gelder, 14,5 Millionen Euro seit 2010, die in die Region geflossen sind. Und wenn man jetzt die neuen Interreg-Projekte anschaut, Karamon mit 1,9 Millionen, über 1,9 Millionen Euro, dann gibt es eben auch zum Thema Mobilität ganz ein wichtiges Connect to Tourism, hat aber auch eine Dimension, wo man sagt, glaube Münd, Velenje, wir brauchen eine Achse, wir müssen den öffentlichen Verkehr wirklich zusammenführen. Das ist mit 1,4 Millionen, glaube ich. Es gibt auch das Thema Green Tour, das ist 23 gestartet worden.
das hat 1,7 Millionen Euro. Also das sind schon Großprojekte, die wirklich was bewegen und eben man kann nicht mehr nur als Gemeinde denken, man muss regional denken und dann wird man einen Erfolg haben. Und die Sprache, vielleicht nur als Absatz, als letzter Satz, ist die Grundlage. Also das muss einfach sein. Zweisprachigkeit muss sein, damit man erfolgreich ist und im Geopark Karawanken wird es wirklich so gelebt. Ja, vielen Dank. Also das waren jetzt, glaube ich, noch ein paar beeindruckende Beispiele, dass Zweisprachigkeit, Kooperation, mit aufeinander zugehen, sich verstehen, auch was in die Kassen spülen kann und etwas verändert für die Region, ob es das gibt oder nicht. Und wie wir heute auch schon begonnen haben, Sprache ist ja nicht nur ein Mittel, sich zu verständigen, weil dann reden wir dieses Englisch, das nicht Englisch ist, was jeder wahrscheinlich Englischsprachige so sagen würde, sondern es geht auch darum, sich zu verstehen auf kultureller Ebene, menschlicher Ebene, ja, und nicht nur Worte mit Sinngehalt auszutauschen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was wir vor allem unseren Kindern mitgeben müssen und wo wir auch uns von ein paar lauten Andersdenkenden nicht abschrecken lassen dürfen.